Das kroatische Radio. Die Stimme Kroatiens. Nachrichten. Guten Abend und willkommen. Freitag, 20. Januar. Präsident Ivo Josipović hat in einer Rede an die Nation die kroatischen Bürger aufgerufen, bei der Volksabstimmung am kommenden Sonntag für den EU-Beitritt zu stimmen und keine Angst vor Herausforderungen zu haben. Am Sonntag würden die kroatischen Bürger darüber entscheiden, ob sich ihr Land mit den EU-Ländern zusammenschließen werde, um eine gerechte, reiche und erfolgreiche Gesellschaft aufzubauen, oder ob es alleine versuchen werde, die Wünsche seiner Bürger nach einem besseren Leben zu erfüllen, sagte er. Josipović zufolge ist die EU-Mitgliedschaft eine Garantie für nachhaltige Stabilität und Sicherheit. Er nahm Stellung auch zu den Befürchtungen, dass Kroatien in der Europäischen Union seine Souveränität verlieren werde. Kroatien wird nicht von der Europäischen Union regiert werden. Ganz im Gegenteil, Kroatien und andere EU-Staaten werden zusammen und auf gleichberechtigter Basis die Europäische Union regieren, eines der komplexesten und erfolgreichsten Staatenbündnisse in der Geschichte der Menschheit. Auch die Wirtschaftskrise sei ein weiterer Grund für den Beitritt zu stimmen, denn diese sei durch Schwächen der Nationalökonomien ausgelöst worden und Europa sei ein Heilmittel dafür, meint der Präsident. Präsident Josipović hat zudem zusammen mit EU-Delegationsleiter in Kroatien, Paul van Doren, dem stellvertretenden Außenminister Joško Klisović und dem kroatischen EU-Chefunterhändler Vladimir Drobnjak an einer Konferenz zum EU-Beitritt in Zagreb teilgenommen. Alle vier riefen die wahlberechtigten Kroatinnen und Kroaten auf, sich an der Volksabstimmung am Sonntag zu beteiligen. Die Konferenz wurde von der kroatischen Arbeitgebervereinigung, der Städtevereinigung, dem kroatischen Genossenschaftsverband und den Medienpartnern China und 24 Sata organisiert und wurde von der Europäischen Union unterstützt. Folglich waren auch so gut wie keine Argumente gegen einen EU-Beitritt zu hören. Chef der Arbeitgebervereinigung, Davor Majetic, sagte, es bestehe kein Zweifel, dass Kroatien zur EU beitreten solle. Obwohl der Beitritt nicht von alleine die Probleme des Landes lösen wird, werde er zahlreiche Möglichkeiten eröffnen, beispielsweise den Zugang zu einem Markt mit über 500 Millionen Menschen. Diese Gelegenheit könnte Kroatien nutzen, um Voraussetzungen für ein Wirtschaftswachstum und einen höheren Lebensstandard seiner Bürger zu schaffen, so Majetic. Der EU-Beitritt werde Kroatien eine bessere, größere und wichtige Dimension verleihen, als dies heute der Fall ist, betonte Präsident Josipović. Inzwischen haben Mitglieder des nichtparlamentarischen Bündnisses Rat für Kroatien, das zu den heftigsten Gegnern des kroatischen EU-Beitritts zählt, eine Strafanzeige gegen die Ministerin für europäische und auswärtige Angelegenheiten, Vesna Pusic, erstattet. Ihre jüngste Erklärung, dass die Bürger keine Renten bekommen würden, wenn sie am Sonntag gegen Kroatiens EU-Beitritt stimmen, nannten sie eine Einschüchterung. Zudem werfen sie ihr vor, ihr Amt zu missbrauchen, um gegen das Interesse des kroatischen Staates zu handeln. Den kroatischen Bürgern rieten sie nochmals, gegen Kroatiens Beitritt zur Union zu stimmen. Und was sagen die Statistiken? Einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos Puls zufolge würden sich 69% der Befragten an der Volksabstimmung am Sonntag beteiligen. Für den EU-Beitritt Kroatiens würden 61% von ihnen stimmen. 28% der Befragten würden gegen den EU-Beitritt votieren und 11% sind unentschlossen. Weiter geht es mit dem Sport. In knapp 5 Minuten beginnt bei der Handball-EM der Herren in Serbien das Match zwischen Kroatien und Norwegen. Es ist das letzte Spiel der Gruppenphase und ungeachtet des Ausgangs steht das kroatische Nationalteam schon in der Hauptrunde. Unterdessen hat sich Kroatiens Aufschlagwunder Ivo Karlovic von der Australian Open verabschiedet. In der dritten Runde des ersten Grand Slams der Saison verlor er gegen den Grand Slam-Rekordsieger Roger Federer 6-7, 5-7, 3-6. Und zum Schluss das Wetter in Kroatien morgen. Teils sonnig, wechselnd bewölkt und meist trocken. Die Höchsttemperaturen zwischen 3 und 7, an der Adriaküste zwischen 8 und 13 Grad Celsius. Das war für die Stimme Kroatiens Marko Basic. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und hören Sie uns wieder morgen um 20 Uhr. Das kroatische Radio, die Stimme Kroatiens. Das waren die Nachrichten. You're listening to Croatian Radio. The voice of Croatia is broadcast via satellite,
For Europe, South Africa, and the Middle East on the Hotbird 6 satellite at 13 degrees east. For North and South America on the AMC4 satellite at 101 degrees west. For Australia and New Zealand on the Optus D2 satellite at 152 degrees east. On medium wave for Europe at 1134 kilohertz. On shortwave for North and South America at 7375 kilohertz. For Australia and New Zealand at 17860 kilohertz. And for Europe at 3985 and 7370 kilohertz. The Voice of Croatia can also be heard via the internet at www.hrt.hr.